Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife, Gleichlift, Wicked und ich komme da ganz schon länger aber Premiere gucken. Am Trailer habe ich ja schon relativ skeptisch gewirkt. Wie hat mir der Film da am Endeffekt gefallen? Das erzähle ich euch an dieser Episode. Der Film Wicked basiert komplett auf seiner vierlachten Musical. Aber wirklich, wenn es so komplett, dann mengen ich komplett. Also, das ist wirklich kein Deball, so eine 1:1 Adaption vom Musical. Für die Musical noch nicht kennen, es geht hier Glinda an die Wicked Witch of the West. Also, das Geschichte, aber eine Viergeschichte, weil die zwei sich kennengelernt haben, an dass die auch mal ein befreundet waren. Genau darum geht es, Wicked Witch of the West als halt Delphaba, wird hier gespielt vom Cynthia Erivo an Glinda geht gespielt von Ariana Grande. Den Oscar gespielt von Jeff Goldblum, was mich persönlich immer immens freut, wenn ich Jeff Goldblum an einer Rolle gesehen. Ich fand den einfach immer super sympathisch. Gesehen den immer im Jahr auf der Leinwand. Und für den Rest vom Cast muss ich halt sagen, ich war am Anfang skeptisch. Für die Trailer-Reaction geguckt und ich war skeptisch über das CGI. Ich war ein bisschen skeptisch über Ariana Grande. Ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht einfach eine Besetzung ist für du ist da an der Hauptrolle zu holen. Ich muss ehrlich so immer, ich fühle mich oft bestätigt am Ende aus, so mir Heilung ist ja wohl komplett falsch. Den Trailer hat mir etwas anderes suggeriert, wie der Film am Endeffekt war. Gehen wir mal für dich eben auf den Cast zu schwätzen. Ariana Grande hat hier einen mega guten Job gemacht. Wirklich grandios auf den Punkt getroffen. Glinda als wirklich, also ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir aktuell wirklich nicht vorstellen, wen das noch hat, könnte besser umsetzen. Wohlgemerkt, dass hier ein bisschen so ein Overacting mit dran ist, wenn ich so, weil mir das passt extrem gut. Das ist wirklich nicht deplatziert. Der Charakter füllt das wirklich komplett aus. Und Ariana Grande kriegt auch hier genug Platz für das Ganze auszuspielen, für den Charakter wirklich Leben anzuhauchen, als massig Platz do. Genau, nämlich geht es doch heute im Elphaba. Cynthia Erivo kriegt hier auch genauso viel Platz für den Charakter do auszufüllen, auch für den mit dem neidischen Volumen zu spielen. Und mich das auch grandios an. Die zwei insgesamt, wie sie zusammen funktionieren, wie sie getrennt von den funktionieren, kann ich mir nicht vorstellen, wie do besser hat könnte gecast gehen. Es macht extrem Spaß, denen zwei beim Spielen nur zu gucken und mich denken extrem Spaß, den zwei beim Sangen nur zu gucken, wo ich noch ein Making-of gesehen habe und ich gesehen, dass tatsächlich im Set live gesungen wurde. Ich werde am Film gesehen, als Live-Gesang vom Set. Und das hat mich immens beeindruckt, weil wirklich das alles auf den Punkt ist. Neben dem Cast, dann neben der grandioser Musik, die man ja aus dem Musical kennen, ne? Da war noch nichts Neues dabei, haben wir halt fantastisch Sets. Es sieht wirklich super gut aus. Und das CGI, dem am Trailer ein bisschen Angst gemacht hat, gliedert sich halt wirklich perfekt an. Irgendwie funktioniert die ganze Welt super gut, das hat eine richtig gute Optik, auch von den CGI, der was wirklich gesagt aber nicht schlecht aus. Es sieht so plastisch, fantastisch aus. Fragt das war speziell, aber ich hoffe, der versteht, wer das Stimme oder so. Es sieht nicht überall super real aus, aber wenn es der fantastischen Welt passt, das aber relativ gut. Also das ist wirklich näherens rausgerappt. Die Sets mit dem CGI sind wirklich grandios. Für den Rest geht es eigentlich von der Geschichte hier. Die Geschichte selber kann ich kaum kritisieren. Ich schon den Musical ganz gern und das halt einfach 1:1 die Geschichte. Und das ist auch das, was die Fans wollten. Die wollten kein Ausreißer, die Fans wollten die Geschichte. Und die konnte man geboren an einem ersten Akt, den Musical ist ja an 2 Akten abgedeelt, man einer Pause dazwischen, an lo haben wir eben den ersten Akt präsentiert kriegt an 2 Stunden auf 40 Minuten. Das heißt, eine Fortsetzung könnt dann an Zukunft. Das ist schon kein Datum am Kabel, ich weiß nicht, ob beim Besuch kann ich das oder nicht, aber du könnt auf jeden Fall einen zweiten Deal. Trotzdem kann ich von der Geschichte sagen, dass die wirklich grandios ist. Auch wenn ich eben die Bewertung von der Musical-Geschichte gehen, ist die wirklich super, weil wir haben halt wirklich 2 grandiose Charakterentwicklungen, wir haben einen richtig guten Plot, den er geschrieben ist, der wirklich sinnvoll ist, der spaßig möchte, nicht immer der typisch gut based eben präsentiert, mir halt viel verschiedene Schichten auf viel verschiedene Brotheiten sich eben da befanden. Ja, etwas mehr zu bieten hört wie einfach nur schwarz auf weiß. Das ist super spannend an der Film, bringt der Teil absolut auf den Punkt. Du geht wirklich weiter nichts zu sagen. Die sind einfach, das ist einfach eine wunderschöne Umsetzung, eine
eng grandios gelungen Umsetzung, die auch mal trotz 2 Stunden 40 Minuten keine Sekunde zu lang ist, die wirklich weiß, mit seiner Zeit umzugehen, für denen Charaktere genug Raum zu gehen, für dass er sich eben mit ihnen identifizieren kann, an sich und sie bannen kann. Und das ist halt wirklich, ich kann dazu nicht mehr so eine absolut Guck-Empfehlung. Der Regisseur John Chu, den hat halt wirklich, den eigentlich weiter nicht so kennt, hat halt ein Bomb rausgebracht. Grandios, super grandios, und ich bin richtig froh, dass mein ersten Eindruck vom Trailer absolut falsch war, dass ich da absolut falsch lag. Möchte mich richtig glücklich, weil der Film ist absolut guckenswert. Zum Schluss vom Jahr nach ein richtig Granate am Kino, und was mich auch richtig glücklich gemacht hat, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, es soll den Struppe voll werden. Da war kein Platz mehr frei. Jeder hat Spaß mit dem Film, hatte ich den Eindruck. Jeder hat gelacht, jeder hat sich darüber gefreut. Und los ich einfach von Wicked verzaubern, kann ich dazu nicht mehr so. Wenn da natürlich kein Musical-Fan seht, da wird auch Doma da kein Fried tun. Wenn da etwas für Musicals übrig wird, dann ja, guckt ihr Stadt auf jeden Fall und erzählt mir doch ganz gerne in den Kommentaren, wie ihr den Film gefallen wird. Und in dem Sinn verabschiede ich mich dann noch und wünsche euch noch super viel Spaß am Kino mit Wicked. Ciao!